Ich hatte vor kurzem nur der Pressekonferenz, die der Minister gehen hat, wenn ich mal die verschiedenen Artikel geguckt an der Presse an. Ich muss sagen, Zeitung vom Lützeburger Volk hat den besten Titel getroffen, unbedacht in die Digitalisierung. Geschrieben noch von einem Journalist, den sich tatsächlich auch noch gut auskennt. Besser kann den Approche von der Regierung an dieser Materie nicht auf den Punkt bringen. Herr Präsident, an der Intro vom Regierungstext werden Kondensat aus von Floskeln, ohne tiefgründige Überlegung, da steht, es soll die Innovation fördern. Klingt gut. Allerdings ist es so, dass die Regierung Innovation auf Fortschritt verwechselt, da dient es mit dem anderen recht wenig zu dienen. Mehr schlimm noch, der Fortschritt am sozialen Sinn, am befreienden Sinn, am ökologischen Sinn bleibt ganz stark auf die Strecke liegen. Es geht tatsächlich von Business-Opportunitäten geschwärzt. Business-Opportunitäten für wen, für was, das bleibt am Raum stehen. Oder besser gesagt, es geht den Eindruck nicht los, dass er schnell versteht, wen der Gewinner wert sind und wen der Verlierer wert sind. Und die Gewinner scheinen nicht Menschen zu sein. Ich muss auch zugeben, Herr Präsident, dass ich fertig war mit der Lektüre von dem Regierungspapier, dass wir alle gehen. Ich ging auch jedem Uroden, du draußen, sich den Text umzudoen, während der Sommervakanz, wenn es vielleicht regnet, wie weiß. Oder wenigstens ein Teil davon zu lesen, für sich wenigstens mental darüber zu bereden, ob das, was die Großprivatfirmen mit ihren Kollaborateuren, also die Regierungen, alles Welles haben. En gros, den Texas Flu, das ist eine Urreihung von Schlagwörtern, Big Data, Internet of Objects, Intelligenz artificielle, Blockchain, Smart City, darüber kann ich noch lange diskutieren, noch viel mehr kritisch diskutieren. Mit das alles ohne richtig Kohärenz, das ist so eine Art Patchwork. Nicht geht explizitiert, alles geht überflächlich präsentiert. Dann auf keinen Fall gehen nicht politisch seriöse Überlegungen, aber bestimmt auch keine philosophischer Natur. Für wer doch, immerhin geht es ja nicht um den Mensch, das ist das Einzige, was klar aus dem Papier rauskommt. Doch, es dreht sich schon um den Mensch, aber so wie es sich an der Landwirtschaft Tieren dreht, wie man das für drun gesehen haben. Weil so wie ein Honig von den Bayern bezieht, so wie ein Eier von den Hinger bezieht, oder so wie ein Milch von den Kei bezieht, so werden sie Daten von Menschen beziehen. Ich will, dass jeder noch besser versteht, um was es wirklich geht. Es geht nicht um die Verbesserung vom Leben von den Menschen, weil das kennt ganz ernst das gehen. Es geht ganz klar um die Uneignung durch global private Firmen von allen möglichen erdenklichen Daten, die Menschen produzieren, gratis, weil man damit ja Milch kriegt, gratis, für daraus ein Maximum von Rendement zu erzielen. Und dafür gibt es natürlich auch ein ganz helle Wohl von Mitteln, von Objekten, die sollen geschaffen gehen, und die als so verkauft gehen, wie wenn sie menschlich Besoin erfüllen geben, weil die Butterpille muss ja versessen. Oder das möchte ich noch ein bisschen Greenwashing, weil kann ich noch nach den Leuten verkaufen, dass den dadurch Ökologie könnt machen. Alles geht autonom, das Auto, das Frigo, das Haus. Ich vergesse noch bestimmt andere Sachen. Und man fällt denke ob das just nach kleinen Detail gar nicht mehr autonomer selbstbestimmt das, nämlich der Mensch selber. Den wird nämlich eine Autonomie der Maschinen zu opfern. Prinzipiell auch, ich hatte das schon gleich angedeutet. Ich habe noch mit Leuten darüber geschwärzt, so ein bisschen so am Vorfeld von dieser Debatte. Da schweiße ich mit den Leuten, wer will ein autonomes Auto? Ich habe vor kurzem mit einem Kollegen geschwärzt, dem gefällt das. Nee, ich hatte nicht. Wer will, den Leuten, der klemmt nicht an einem autonomen Auto, das ist schon nicht direkt. Also, ich will so autonom bleiben wie möglich. Und ich gehe noch nicht die Utilität davon. Und tatsächlich besteht ja auch die Gefahr, weil wenn wir wollen, Mobilität verbessern, dann muss ich auf öffentlichen Transport setzen und nicht auf autonomen Autos, wo ich einem Algorithmus einem Algorithmus Menge Mobilität, an dem nur auch Menge Sicherheit muss opfern. Das alles wird natürlich auch ein paar Daten, werden Daten gesammelt gehen. Jetzt wissen, wo ich gehe, was ich mache, wen ich wo. Wie kriege die Daten? Anscheinend tun ja am Gang darüber zu schaffen, dass sie brillant Leute, intelligent Leute, die darüber schaffen, und sie sollten hier Intelligenz für wirklich nützliche Sachen benutzen. Allgemein wollte ich auch nach einer anderen Evaluierung losgehen, scheint so zu sehen, und das finde ich in ein paar Jahren rum, dass
natürlich wird so eine Konfusion besteht der Notion von Innovation und Fortschritt. Eine Innovation also so etwas Neutrales, das heißt, dass es etwas Neues ist, etwas, was es für nicht gibt. Der Atombombe zum Beispiel war eine Innovation im militärischen Bereich. War der Fortschritt, gleich streiten darüber, schon eine kleine Idee, ob der Fortschritt war, wahrscheinlich nicht. Holen wir auch zum Beispiel den Übergang von der feudalen Gesellschaftsordnung zur industrieller, kapitalistischer Gesellschaftsordnung. Die gouf auch begleitet von technologischen Innovationen. Und ich habe gesagt, das sind nicht die technologischen Innovationen, die den Übergang produziert tun, sondern eine Neuordnung von den Produktionsverhältnissen, die auch nicht von Haut auf morgen geschieht sind. Und das hat zur Folge, dass der wissende Teil, zum Beispiel von der schaffenden Bevölkerung, die für drun landwirtschaftlich aktiv war, aber an Aufhängigkeit zum Lehnsherr war, löser an der Industrie geschafft hat. Und das Statut hat geändert. Vom Bauer, der für seinen Lehnsherr aufhängig war, zum Salarié, der für seinen Patron aufhängig war. Und da muss man sich auch die Frage stellen, wo war der Fortschritt? Wenn man sich darüber verständigt, über die Notion Fortschritt am Sinn von mehr individueller Freiheit, an mehr individuellem, an kollektivem Glück. Der Bauer, den Fälschaft an den Teil von seinem Ertrag dem Lehnsherr weitergeht, oder den Arbeitsstand an der Fabrik oder an der Mine, den einen Teil für seinen geschaffenen Ertrag, für seinen Patron in Form von einem Salär zurückkriegt. Wo hast du den Fortschritt? Wer war mehr glücklich? Wem ist es besser gegangen? Haben die Innovationen denen mehr glücklich gemacht par rapport zum anderen? Oder waren die Innovationen nicht mehr neue Mittel zur weiteren Ausbeutung von der menschlichen Arbeit? Es ist schwer, das so zu beantworten, mir ausschlaggebend ist, dass kein in Wirklichkeit frei ist und dass die zwei einem anderen ausgeliefert sind. Der Fortschritt will ja auch nicht, was für eine Maschine, als ja auch nicht das, was für eine Maschine eben denkt. Mit wem gehört Maschine, a wer bestimmt, was mit der Maschine geschieht, a wofür, für was zu machen, an nicht umgedreht. Und da sind wir bei der Kehrfrau von der sogenannten digitalen Revolution. Ich gebe an dem Kontext ein anderes Wort benutzen, ich will dann mal umkommen. Die Leute, die behaupten, ich meine, der Rifkin möchte da doch, von der Stadt richtig verstanden nun. Wen hast du das Rifkin? Das ist ein Herrgott. Also, ich habe eine Idee, was der Rifkin ist. Ich meine, das ist ein Hochstapler. Und ich meine, so soll ich nicht bezahlen. Eine Regierung soll das nicht machen. Es sind nicht die Menschen, die Meinung teilen und die Menschen, die sich auskennen, so nicht doch. Und so Leute, sind aber so Leute, die sagen, okay, der Marx, den hat sich an dem Sinn gegiert, als einer Evaluierung über die Abhebung vom Kapitalismus, an dem Sinn, dass die Digitalrevolution ermöglichen gibt, dass durch die neuen Technologien, in das produzieren gibt, was die noch konsumiert, und dass dort zu einem Aussterben von der Geldwirtschaft kommen könnte. Und da wir mal an einer Art postkapitalistischer Ordnung kommen. Das ist aber eine falsche Analyse, weil der Marx nicht Geld am Zentrum für seine Analyse vom Kapital stellt, mit wo an der Rapport vom Mensch zu wo, den hier produziert, auch für seine Besoin zu befriedigen, mir ausschlaggebend ist, nach wen die Schaffung von der Wo bestimmt. Mit der Approche von der Digitalisierung, wie sie von der Regierung vorgestellt wird, stellt sich die Frage vom Mensch selber als Wo. Und das gesagt ihn am besten, was den Big Data angeht, weil da ein paar Bayer von der Regierung steht, Data-Driven Innovation. Und da geht es Dinge melden. Was für ein Domain geht es? Wem sein Domain sinnet? Darüber kriege ich keine Antwort. Wen ist en charge von der Kollekte von diesen Domain? Werden Privatunternehmen einen Zugang haben zu diesen Domain, die zum Beispiel die öffentlichen Verwaltungen kollektieren? Was geschieht dann mit diesen Domain? Aber all die Fragen gibt es keine Antwort, obwohl die Regierung schon kapabel ist, eine klare Antwort zu geben, weil das eine politische Frage. Am Allgemeinen, und das zieht sich wie Röde vor dem durch den Regierungstext, sind wir mit einer permanenten Vermischung zwischen privaten Firmen und öffentlichen Dienstleistungen, zwischen privaten Interessen und imaginierten Besoinen von den Menschen. Natürlich können die so genug nach Garde-Fous wie Kommission nationale de la Protection des Données. Da sind wir gerade. Ich zitiere einen Satz, der mehr wie bedenklich ist, und das im Kontext von der sogenannten Internet des Objets, das heißt die interkonnektierte Maschinen, die unseren Alltag bestimmen sollen. An dem Text geht dann in alle Richtung, das schwer sich so rumzufinden. Und das ist fürchterlich abgebaut. Also ich zitiere. De nos jours, le terme IDO, also Internet des objets, signifie non seulement l'interconnexion d'appareils et de capteurs, mais aussi une connectivité Internet et une capacité informatique de gestion et d'analyse des données générées, distribuées sur une variété d'objets, en combinaison avec la capacité à effectuer une détection contextuelle. En dan,
Ces capacités permettent, par exemple, de collecter des informations de l'environnement, des phénomènes naturels, des paramètres médicaux et des habitudes de l'utilisateur et peut ensuite offrir des services pour l'optimisation et la prévision sur mesure. Du kann ihn als Beispiel holen mit Kinder méi am Bereich von der Domotik, wo sozusagen de Komfort optimisiert gëtt, aber auch die sogenannten individuelle Sicherheit an enger anxiogener Gesellschaft, an enger Gesellschaft, die auch immer méi inegalitär gëtt net wie trogestalt fir wat ze inegalitär gëtt. Wie ich denke, liewen man an enger Gesellschaft, wo ihr wirklich ein Haus huet, wat total iwwerwer das, weil man an enger Societäit liewen, wo Trouble sind, weil se inegal ass, anstelle sich net mi froh fir wat. Die Inegalität, wo hier de könnt, aéi in se kann lesen op politischem und sozialen Niveau. Und das alles gëtt durch die sogenannten artificielle Intelligenz, also algorithmisch Berechnungen, geregelt. Und bis das Wort artificielle Intelligenz ein bisschen überdriven, mit darüber können wir gerne diskutieren. Und natürlich gëtt immer alles nach einem rein individualistischen Blickwinkel geguckt. Et gëtt vun individueller Sicherheit geschwert, aber ganz seelen vu kollektivem Geleck, vu Solidarität, vu Menschlichkeit. Dat sind alles wieder, die net an den Papaier 4 kommen. Molle der Englisch, wie dat wenigstens Tipps verstehen. Und es geht weiter. La digitalisation offre de nombreuses perspectives de changement dans le monde du travail. Ja, allerdings ist das schon am Gang zu geschehen, zumindest am Ausland, wo immer mehr Leute an einer Scheinselbstständigkeit gerodet sind, weil sie eng Party für Service ubieden. Aber sie sind immer aufhängig von einem Ubieder, von einer privaten Plattform, die auch immer mehr hier eigene Arbeitskonditionen festlegen. Das steht auch am Dokument von der Regierung, aber es wird nicht kritisch gesehen. Höchstens wird gesagt, es wäre ein Défi. Was er doch immer hecht. Aber es wären noch Opportunitäten. Ich verstehe die verklausulierte der bürokratische Spruch. Das ist ganz einfach, am Geist, Englisch, von den Leuten, die die Idee wollen, da betreiben. Ja, wir wissen, dass die neue Digitalformen von der Arbeit an eine neue Form von Aufhängigkeit wird bringen. Und das ist dann der Défi, mit dem die Gesellschaft, und hauptsächlich dir, muss eins gehen. Und die Opportunitäten, kann ich da mal der Frick machen, und kies auf den Kurs, da besrecht wahrscheinlich auch am Gehen. Dass über Teletravail, geschwärzt gehen. Ja, da wird gesagt, ma jo, geht nicht drums, dem Patron geht es nicht drums, dass sein Salarié permanent connectiert soll gehen. Dem Patron geht es nicht mehr drums, dass der Salarié seine Arbeit möchte. Aber du nur, wer kontrolliert den Montor von der Arbeit? Dem Patron, das ist dem egal, vielleicht könnt der du mit nicht. Du musst daheim schaffen, kriegst immer mehr. Der Patron, der lässt dich vielleicht auch, aber du weißt, dass du eine Deadline hast, für die Arbeit aufzuliefern. Und die Arbeit läuft zu tun. Wie kannst du dich vielleicht auch noch verteidigen? Weil an der Arbeitswelt geht es ja darum, wenn den Rechter kriegt. Die Rechter, die sind nicht vom Himmel gefallen. Die Rechter, die kommen davon, dass Leute auf einer Arbeitsplatz sich organisieren und heißt, du musst verteidigen. An Teletravail, da geschieht eine Isolation von der Arbeitswelt. Ich selber, als Deputierte, ich kann ja immens viel Teletravail machen, im Prinzip. Ich gehe just an Kommissionen und so weiter. Also, das ist ganz selten, dass ich daheim schaffe. Wirklich, wenn wirklich nicht mehr anders das geht, und plus daheim, wenn ich Tendenz dann andere Sachen wollen zu machen, der Frigo ist nicht weit, den ist dann nicht autonom, oder ich dummeten, oder ich gehe rasten, und dann ist drüber. Aber ich gehe express nach op eng Arbeitsplatz, weil dort Maderbeter sind und so weiter, weil ich da doch brauche. Ich muss mit den Leuten schwätzen. Und weil ich nicht mehr dumm bin, wenn ich mit den Maderbeter schwätzen. Bon, ich brauche mich nicht gewerkschaftlich zu verteidigen. Das Problem habe ich als Deputierte nicht, aber vielleicht auch bei anderen, viele Leute tun das. Und das ist ein grosses Gefahr. Teletravail ist so nicht, dass den das einfach muss auflehnen, aber sollen sich das gut überlegen. Sollen sich auch gut überlegen, wenn ihnen von der GAFAM schwätzt. Da gehen da aber auch schon viele Reportagen über die Leute, die für die Entreprise schaffen. Ja? Und die wirklich regelrecht, weil die Verarbeitung von Donnen und so weiter, die geht doch nicht vom selben gemacht. Das Tausende von Leuten, die an denen Betrieber schaffen, den ganzen Tag für Computer, die auch gemobbt gehen, die wirklich ausgepresst gehen bis zum geht nicht mehr und die auch eine relativ uninteressante Arbeit müssen machen. Herr Präsident, ich will noch 5 Minuten. Halt noch eins ein bisschen. Es gibt auch viel von neuen Besoin geschwärzt. Ich weiß noch immer nicht, was für ein neues Besoin es geht. Ich habe aber im Dokument kein Besoin entdeckt, der mir fehlen gave.
an Leiit jo och net. An dat steht awer och witscherweis am Dokument, du si marëm bei den Objekt connecté fir 63% ass den Hauptgrund fir kein Objekt connecté zu kaufen, Kit dat het vielleicht schon gemacht und irgendwie zu wissen, den Manque d'utilité. Leiit sie lucid. Dofir glewen joch net immer und all die Geschichte von der Digitalisierung. Ich mein, kann ich viel drüber schwätzen, vieles wird vielleicht nicht realisiert gehen, an ich mengen viel Sachen werden die Leute nicht akzeptieren. Herr Präsident, ich will nicht so, dass technologische Innovation am digitalen Bereich systematisch aufzuvieren. Wir benutzen sie schon, vielleicht nicht immer gut, vielleicht auch schon zu viel. Aber sie können gewisse Besoin, die schon gehen, an die jetzt schon lange gehen, vereinfachen. Das ist richtig. Umso mehr ist es wichtig, dass doch Kanner da können eins gehen. Und da stelle ich mal vor, ein Party frohen über den ominösen Programm von der Education nationale, den Digital Forum, mit einer Feier. Education hecht, wir sind am Edukationsminister, bon, egal. Und da geht doch von Defien geschwätzt. Aber die Defien, das sind nicht gleichgestellte Menschen oder die Geschlechter, das sind nicht die von der Demokratisierung von der Schule, das sind nicht die von der fundamentalen Aufstellung vom inegalitären System, an dem wir leben, oder überhaupt den Mensch zu emanzipieren. Nein, den Defi ist die Totaldigitalisierung, die in sich nicht entziehen kann. Digitalisierung ist keine Option, ob der freie Mensch kann zurückgreifen oder nicht, aber das den einzigen möglichen Ausgang. Kann er solle schon frei an die Matrix herangehen. Und da kommen wir auch konkret zu gewissen Mesuren zu schwätzen. Zum Beispiel, an dem es den Enseignement dematerialisiert soll gehen, das kann er mit Tabletten solle lehren umgehen. Was für eine Software dafür benutzt wird, das soll nicht auf vorgestellt gehen, aber es schenkt nicht die freie Software zu sehen. Mit da kann er schon ganz schnell dann an die Schoß von der GAFAM gelöscht gehen. An ihr dabei gesagt, war Google Heiner kennt. Dann wird die große Gruppe, den am Mengen an ein Gefahr durchstellt für die individuellen Freiheiten, nach mehr Druckmöglichkeiten wie sich auch durchzusetzen.